Ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Herzlich willkommen alle am Livestream. Wir freuen uns wenigstens den ersten Teil miteinander im Gottesdienst sein zu dürfen und natürlich hier im Raum alle, oben, unten, wo immer ihr seid, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dürfen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Und einige von euch haben vielleicht den ersten Gottesdienst im neuen Jahr verpasst. Das könnte ja sein. Da habt ihr wirklich viel verpasst. Da war nämlich Yassi mal wieder mit uns. Also das war richtig cool. Mit einer Zeitreise zurück in die Geschichte von Ruth. Ja, wir haben das genossen, diesen Gottesdienst. Also wer das verpasst hat, schaut euch das unbedingt noch an. Ja, das ist ein Wow-Erlebnis. Wir begrüßen auch alle ganz herzlich, die zum ersten Mal mit uns Gottesdienst feiern. Ihr seid herzlich willkommen, fühlt euch wohl. Ihr dürft sitzen bleiben, wenn wir stehen. Ihr dürft stehen, wenn wir sitzen, was immer. Einfach wie es euch wohl ist, dürft ihr euch fühlen hier im Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst könnt ihr hinten zur Infodesk, dort bekommt ihr noch ein Geschenk. Ja, ich darf noch etwas einführen. Und zwar haben einige von euch vielleicht noch nie gehört von einer Allianz-Gebetswoche. Es gab schon mal eine Zeit, die war etwas schwierig. Im ganzen politischen, kirchlichen Umfeld, die liberale Kirche und so, ganz viel Spannung, Spaltung. Und in dieser Zeit, 1846, wurde die Evangelische Allianz in London gegründet. Ein Jahr später bei uns in der Schweiz, in Genf, der erste Generalsekretär dort, ich weiß nicht, der erste oder zweite, war Henri Dunant, der spätere Gründer des Roten Kreuzes. Es zeigt, dass Christen schon damals ein riesiges Anliegen hatten, einerseits gemeinsam einzustehen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für unsere Gesellschaft, aber andererseits eben auch als Einzelne wirklich sich den sozialen Fragen und Problemen ihrer Zeit anzunehmen. Und diese Allianz gibt es noch heute. Wir feiern eben dieses Jahr 175 Jahre. Und diese Allianzgebetswoche hat damals begonnen, vor 176 Jahren, und wird seither immer in der zweiten Januarwoche durchgeführt. Es gibt dieses Jahr vielleicht jetzt weniger gemeinsame Aktivitäten wegen Covid, aber dafür das gemeinsame Gebet. Das gemeinsame Gebet. Es gibt einen Leitfaden, den kann man auch auf dem Internet runterladen. Das Thema dieses Jahr ist Shabbat. Leben nach Shalom, Gottes jawohl. Rhythmus. Wir haben das heute, den Input gelesen, ist wirklich ermutigend. Und wir möchten euch einfach einladen, diese Woche mit einzutauchen. Und über diesen Leitfaden seid ihr mit vielen anderen Christen verbunden. Ihr habt auch immer Gebetsanliegen da drin, auch einige gemeinsame Werke, die jeweils aus dieser Woche heraus unterstützt werden, um wirklich in die Gesellschaft hinein ein Segen zu sein. Und wir haben ein Treffen, zu dem ich ganz besonders gerne einlade. Die Männergruppe, die begann vor 25 Jahren bereits, sich regelmäßig jede Woche zu treffen. Wir sind sonst immer am Freitagmorgen von 6 bis 7 in der französischen Kirche zum Gebet und ab morgen, jeden Morgen. Mark Fels ist sogar schon ab 5 Uhr dort für diejenigen, die früh zur Arbeit müssen. Aber von 6 bis 7 sind alle Männer eingeladen zum gemeinsamen Gebet, Austausch, einander segnen, miteinander hören auf Gott und dann anschließend gemeinsam Kaffee trinken. Also das gilt nur für die Allianzgebetswoche. Also man kann nicht denken, ja, ich warte mal und schau mal, sondern man müsste schnell einen Entscheid treffen. Genau, aber weil Freitag es nur kann man immer eine kommen. Woche dauert. Genau. Ich Und würde zum gerne... Glück bin ich eine Frau.
Darfst du morgen ausschlafen, genau. Es fängt natürlich immer am Abend vorher schon an, dass man etwas früh ins Bett muss. Ja. Okay, ich lade euch ein, kurz aufzustehen, dass wir einfach diese Allianz-Gebetswoche auch im Gebet gerade so mittragen. Danke, Jesus, dass wir Teil sein dürfen deiner großen Familie und Teil dieses Hauses, das du selber baust, dieses Tempels, dieser Wohnstätte Gottes. Danke, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft ein Ort sein dürfen, wo du dich gerne aufhältst. Dass du durch deinen Geist in unseren Herzen Platz genommen hast. Und wir wollen dir viel, viel Raum geben. Und wir wollen dir einfach auch bekennen, Herr, wir möchten gerade in diese schwierige Zeit hinein als dein Volk eine Stimme der Hoffnung sein. Ein Ort, wo Menschen einfach die Erfahrung machen, dass dieses Ausgerichtetsein auf dich unser Leben verändert, uns neue Perspektiven, eine neue Sicht gibt. Und Herr, das brauchen wir so ganz dringend. Deshalb laden wir dich ein, Herr, dass du unser Miteinander segnest. Uns als Gemeinde miteinander, aber auch das Miteinander der Gemeinden und der Kirchen in unserer Stadt, in unserem Land und auf dieser Welt. Herr, komm, wir brauchen mehr von dir. Amen. Amen. Ja, und damit kommen wir zur Ihr dürft Predigt Platz nehmen. von Andi Di Melio. Diese Predigt werden wir noch gemeinsam hören mit allem vom Livestream. Nachher werden wir uns voneinander verabschieden. Bevor wir in die Predigt hineingehen, möchte ich einfach etwas teilen, das so ermutigend ist für mich persönlich. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Leute in der Schweiz kennengelernt und getroffen, die neulich durch die hörbare Stimme Gottes zum Glauben gekommen sind. Eine Geschichte davon habt ihr bereits gesehen von Dagmar. Und der Herr ist wirklich etwas Spezielles am Tun. Er ruft seine Kinder mehr und mehr hier in unserem Kontext persönlich zu sich. Und eine andere Geschichte, die ich vor ein paar Tagen gehört habe von einem Freund von Südafrika, möchte ich einfach ganz kurz noch erzählen, weil die ist wirklich so cool. Die haben in ihrer Gemeinde alle 2 Wochen am Samstagabend etwas, das nennen sie Jesus Sessions. Dort kommen sie zusammen und beten einfach den Herrn an und nach einer Stunde oder so haben sie je nachdem Eindrücke, geben diese weiter oder sie wollen einfach Gott so lange anbeten, bis sie glauben, jetzt ist er hier, damit sie ihn fragen können, was möchte er tun. Und an diesem einen Abend hatte die Frau vom Pastor einen Eindruck, dass Jesus verschiedene Engel aussendet, damit sie mit der Trompete blasen und der Sound der Trompete die verlorenen Menschen zu Jesus holt. Und jemand anders hatte den gleichen Eindruck, auch dem Pastor erzählt, und er dachte, da ist irgendetwas dran und hat diesen Eindruck vor der ganzen Versammlung geteilt und die Leute haben gejubelt und so weiter und so fort. 2 Wochen später hatten sie wieder eine Jesus Sessions. Und als die Session bereits angefangen hat, haben sie bemerkt, dass jemand zu spät hineinkam, den hatten sie nicht erkannt. Und der saß einfach beim Stuhl und auf einmal ist diese Person aufgesprungen, rannte zur Bühne hin zur Bibel und hat herumgeschrien, Halleluja, ich hab's endlich gefunden, ich hab's endlich gefunden. Und alle haben sich gedacht, wer ist dieser verrückte Mann? Und am Schluss hat er sein Zeugnis erzählt. Und er hat gesagt, dass er seit 2 Wochen jeden Tag von einer hörbaren Trompete aufgeweckt wurde. Es wird noch besser. Er hatte hier und dort zu viel Alkohol getrunken und Drogen genommen. Und so hat er gedacht, dass sein Drogenkonsum etwas mit dieser Trompete zu tun hat noch härtere Drogen genommen und diese Trompete kam immer noch. Und nach ein paar Tagen war seine Freundin enorm besorgt über ihn und hat gesagt, geh doch mal zu einem Psychologen, zu Wilf oder so. Und der Psychologe hat sich das alles angehört und ihm gesagt, wenn die Trompete nochmals kommt, frag doch, wer da bläst. Wow, schmeckt nach Heiliger Geist Antwort, oder?
So hat er das gemacht, ging schlafen, wieder zur gleichen Zeit kam diese Trompete und nun hat er gefragt, wer ist das, der da bläst? Und da sagt eine hörbare Stimme, ich bin Jesus Christus und du verschwendest dein Leben und ich habe noch so viel Besseres mit dir vor. Steh am nächsten Morgen auf, nimm das Auto und ich werde dir sagen, was du tun musst. Das hat er danach gemacht, ist über 1000 Kilometer an einem Tag gefahren, zu dieser Gemeinde hin geleitet worden, ging dorthin und hat danach erkannt, das ist es. So ermutigend. Und die anderen Geschichten werde ich hier und dort auch erzählen. Danke Jesus. Und ich glaube nicht, dass wir so einen schlechten Job machen, das Evangelium zu teilen, dass Gott kommt und persönlich zu den Menschen spricht, sondern dass er etwas hinzufügt, um etwas Unglaubliches auszulösen. Ich freue mich so auf dieses Jahr. Wer hat vor 2 Wochen und einem Tag gesehen, wie das James Webb-Teleskop in das Weltall geschleudert wurde? Einige, okay. Ich schaue nicht so viele Livestreams, aber am 25. Dezember an Weihnachten um 1:20 Schweizer Zeit wurde das hinaus katapultiert und ich habe mir das angesehen. Und das James Webb hat zusammengefasst eigentlich 3 Aufgaben. Es soll sichten, ob es außerirdisches Leben gibt, erdähnliche Planeten finden und die Wahrheit oder den Ursprung des Universums endlich aufklären können. Und für mich ist es eigentlich schon fast pure Ironie, dass das James Webb-Teleskop der Ursprung des Universums aufklären soll und am 25. Dezember gestartet wurde, wo wir den Ursprung, den Geburtstag von Jesus Christus feiern, der alles geschaffen hat, was wir sehen oder nicht sehen. Und ich habe das nachgeschaut, die NASA hat bereits mehrere Milliarden, 100 Milliarden Dollar ausgegeben, um Weltraumfahrten zu starten, um dem Ursprung des Universums oder der Wahrheit des Universums auf die Spur zu kommen. Ist das nicht eine unglaubliche Summe? Was ist Wahrheit? Die große Frage, die von Generation zu Generation immer wieder gestellt wurde. Und diese Frage hat auch uns immer wieder dazu bewegt, dass Spaltung geschehen ist. Das sehen wir auch jetzt mit der Corona-Krise. Bringt die Impfung etwas? Was sind die Langzeitfolgen? Wie sind die Statistiken interpretiert worden? Wird das Geschlecht eines Menschen durch das definiert, was zwischen den Beinen ist oder durch das, was zwischen den Ohren ist? Und das sind Fragen in der heutigen Zeit, welche uns spalten oder gespaltet haben, ohne jetzt ein Statement machen zu müssen. Ist die Erde flach oder rund, war auch eine Frage oder eine Suche nach Wahrheit, die ein paar Jahre zuvor die Gesellschaft gespaltet hat. Genau genommen immer noch, aber nur ein kleiner Teil ist abgespaltet. Was ich sagen möchte ist, dass vieles, das wir geglaubt haben, nicht wirklich wahr und vieles, was wir jetzt glauben, auch nicht wahr sein wird. Vor 500 Jahren haben Kartenzeichner geglaubt, dass Kalifornien eine Insel ist. Erste haben geglaubt, einen Arm aufzuschneiden oder sprich jemanden zum Bluten zu bringen, kann Krankheiten heilen. Oder Frauen haben sich Hundeurin ins Gesicht geschmiert, weil sie glaubten, dadurch jünger auszusehen. Astronomen glaubten, dass die Sonne sich um die Erde dreht und. Und auf dieser Suche nach der ultimativen Antwort ist es eine große Herausforderung, etwas zu finden, das immer wahr ist. Und ich habe das Gefühl oder gefühlt, steht die Menschheit durch die Medienwissenschaft immer wie einen Schritt vor dieser absolut krassen Antwort. Und wenn man danach das endlich herausfindet, merkt man, das ist ja gar nicht so wahr, wie wir zuerst gedacht haben. Und diejenigen, viele können sich sicher noch an den Französischunterricht erinnern, wo es diese Wahrheiten gab, diese Regeln und diese Ausnahmen immer wieder. Und ja, ich verarbeite meine traumatischen Französischunterrichterlebnisse hier und heute mit euch. Und vielleicht müssen wir davon wegkommen, die ultimative Antwort oder Wahrheiten finden zu müssen. Es ist eigentlich ein Lernprozess
wo ich glaube, dass wir nicht von falsch zur Wahrheit gehen, sondern oftmals von falsch zu weniger falsch. Aber das ist gut, denn wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir falsch sind, positionieren wir uns automatisch, wachsen zu können. Weil ich bin persönlich noch nie gewachsen, wenn ich Recht gehabt habe. Sondern nur dann, wo ich geschnallt habe, hey, ich liege falsch. Und durch das Falschsein gibt es mir die Möglichkeit, mein Denken zu ändern, meine Perspektive zu ändern und zu einer besseren, anderen Person zu werden. Leider gibt es so viele Menschen, die so sehr damit beschäftigt sind, immer Recht zu haben, dass sie vergessen, dass es ein Leben zu leben gibt. Aber wenn man diese demütige Haltung hat, dass man eventuell falsch liegt, dann passiert Folgendes. Dann schneidest du dir nicht mehr den Arm auf, weil du glaubst, dadurch geheilt zu werden, und du schmierst dir kein Hundeurin mehr ins Gesicht, weil du glaubst, dadurch jünger auszusehen. Und wie viele von euch sind froh, hat es heute Morgen im Badezimmer nicht nach Hundeurin gerochen? Ich auf jeden Fall. Und Jesus ist nicht daran interessiert, dass wir immer Recht haben, sondern dass wir immer echt sind. Er nimmt uns auf eine Reise mit, die viel weiter geht als zur Wahrheit, sondern uns zum Wahren bringt. Weil für ihn die Frage, was ist Wahrheit, nicht so wichtig ist wie die Frage, wer ist Wahrheit. Er ist nicht ein Mentor oder ein Lehrer, der uns primär Wahrheiten beibringen möchte. Und wenn ich über Jesus und Wahrheit nachdenke, kommt mir sofort den Vers von Johannes Kapitel 8, Vers 32 in den Sinn, wo Jesus gesagt hat, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und man kann jetzt darüber argumentieren, dass jede neue Erkenntnis, die du hast und dich nicht frei macht, nicht wirklich die Wahrheit ist. Und hier sehen wir bereits diese verschiedenen Ebenen von interessanten Beziehungen, die wir zur Wahrheit pflegen. Ich meine, wie viele von euch haben es bereits erlebt, dass eine Person, die eigentlich eine gute Absicht gehabt hätte, zu euch kam, um euch aus ihrer Sicht die Wahrheit aufzuzeigen oder anders gesagt, euch zu konfrontieren, weil sie sich sorgt, kümmert, weil sie sah, wie ihr durch eine schlechte Entscheidung einen falschen Weg eingeschlagen sind irgendwo und wir nicht die Absicht erkannt haben, dass eine gute Absicht da ist und wir danach angefangen haben, die Person zu verurteilen. Und das Schlimme ist oftmals, dass wir eigentlich zutiefst wissen, dass die Person eigentlich die Wahrheit sagt. Aber das Problem ist, dass die Wahrheit oftmals wehtut, aber sie macht frei. Und ich sehe eine große Gefahr in unserer Gesellschaft, die immer mehr versucht, vom Schmerz davon zu rennen. Weil die Flucht vom Schmerz ist oftmals das Wegschauen von der Wahrheit. Die Flucht vom Schmerz ist oftmals das Wegschauen von der Wahrheit. Und Wahrheit hat oftmals etwas, das konfrontiert, das schmerzhaft ist. Und dadurch hat die Gesellschaft angefangen, einfach die Wahrheit anzupassen, nicht mehr der Wahrheit nachzufolgen, sondern alles so umzudrehen, dass die Wahrheit ihnen nachfolgt. Tut mir leid, ich weiß, es ist erst anfangs vom Jahr und bereits kommt so eine Predigt. Ich kann das verstehen. Schlag doch mal die Bibel auf im Johannes Kapitel 18. Dort ist ein wunderschönes Gespräch über die Wahrheit. Kapitel 18 und wir fangen an zu lesen im Vers 33. Jesus steht hier vor Pilatus und wird gefangen genommen. Und Pilatus ist eigentlich hier auf der Suche nach Wahrheit in diesem Prozess, wo Jesus gefangen genommen wird. Und es heißt hier ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Er ist nach der Suche nach Wahrheit. Jesus antwortete,
sagst du dies von dir selbst aus oder haben die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohenpriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist eine Wahrheit? Es ist die Frage, die wie ein Echo durch die Generationen zu hören ist. Und dennoch glaube ich, dass es die falsche Frage ist. Die Frage sollte nicht sein, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit? Und für mich ist es ein komisches und auch schönes Bild, wie Pilatus, die Person, Jesus Christus, die Wahrheit ist, vor sich hat und die Frage stellt, was ist Wahrheit? Ist auch ein komisches Bild, weil Jesus 10 Kapitel zuvor gesagt hat, dass wenn man die Wahrheit kennt, die Wahrheit dich frei macht und Jesus derjenige ist, der die Wahrheit als Person die Wahrheit ist und hier gefangen genommen wird. Weil Wahrheit macht immer innerlich frei. Und viele rennen diesen Scheinwahrheiten nach, die äußerlich frei zu machen scheinen, was noch lange nicht bedeutet, dass Menschen dadurch innerlich frei werden. Und wenn ich dieses Bild vor mir habe, wie Pilatus mit Jesus diese Konversation hat, frage ich mich, wie oftmals haben wir die Wahrheit vor unseren Augen und erkennen sie nicht? Sind das nicht sogar die besten Filme? Es gibt einen Mann und er liebt eine Frau, die ist aber böse, und da gibt es noch eine andere Frau und die ist die Gute und die ist in diesen Mann verliebt. Und der Mann möchte unbedingt die Böse nützt ihn nur aus und er kann das nicht sehen und die Gute tut alles, um diesen Mann zu gewinnen. Sie verbringen Zeit, er hat sie immer wieder vor Augen und er kommt einfach nicht mit ihr zusammen. Und am Schluss des Filmes erkennt er doch die böse Absicht der bösen Frau und bekehrt sich in diesem Sinne, dreht sich um und kommt doch noch mit der guten Frau zusammen. Und wir alle denken, Halleluja, Happy End. Aber im Prozess denken wir, warum erkennt er die Wahrheit nicht? Und ich frage mich, wie oft das auch in Leben der Menschen sein wird, dass sie Gott und seine Wahrheiten ständig vor sich haben. Er sich um sie kümmert, sich ihnen immer wieder offenbart. Und der Tag hoffentlich mal kommt, an dem sie erkennen, dass Gott längstens vor ihnen war und sie sich dennoch für ihn entscheiden. Und mein Gebet ist, dass dieser Tag für niemanden zu spät kommt, weil es vielleicht nicht wie in den Filmen ein Happy End sein wird. Aber die Frage bleibt, würdest du die Wahrheit erkennen, wenn sie vor dir steht? Weil wir sind ja Experten geworden, wenn es darum geht, Wahrheit weiterzugeben, aber große Nieten, wenn es darum geht, Wahrheit zu akzeptieren. Danke für das Klatschen. Jemand hat geklatscht. Mich stresst das, dass die Wahrheiten so relativ sind. Ich mag das nicht. Ich finde es so gefährlich, dass Menschen überall angefangen haben, die Wahrheiten selbst für sich zu definieren. Es hat unsere Gesellschaft kaputt gemacht und wird sie weiter kaputt machen. Weil was wir dadurch sagen, ist eigentlich, dass jede Lüge zur Wahrheit führt. Das ist aber nicht der Fall.
Wir haben die Wahrheiten so sehr verbogen, dass sie zerbrach und daran auch die Menschen, die sie geglaubt haben. Wir sind gar nicht mehr daran interessiert, ob die Wahrheiten mit den Fakten übereinstimmen, weil wir mehr Wert darauf legen, dass die Wahrheiten mit unseren Emotionen übereinstimmen. Ich habe diese Predigt übrigens vor über 2 Jahren angefangen zu schreiben. Weil diese Tendenz ist mir erstmals im 2017 oder 2018 aufgefallen. Hier in der Schweiz, in Amerika schon etwas länger. Und leider kommt alles, was dort geschieht, früher oder später auch hier nach Europa. Aber wenn Jesus sagt, dass wir die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit uns frei macht, müssen wir uns bewusst sein, dass die Wahrheit selbst uns nicht frei machen wird, weil es diese bereits gibt. Sie macht uns erst frei, wenn wir sie erkennen. Und wenn es eine Wahrheit ist, die wir erkennen, die uns frei macht, dann ist es eine Lüge, die wir glauben, die uns gefangen hält. Und wenn Menschen sich in einer Situation begeben oder fühlen, sie sind in einer Situation, in der sie gefangen sind, kann es wirklich hilfreich sein, sich zu fragen, welche Lüge du über dich oder über diese Situation glaubst oder welche Wahrheit du in dieser Situation verleugnest. Das Problem ist auch, wenn wir die Wahrheit selbst für uns definieren, sind wir die Quelle der Wahrheit. Aber um eine Lüge zu identifizieren, müssen wir an einen Punkt kommen, an dem wir anerkennen, dass es eine Wahrheit außerhalb von uns gibt, die vertrauenswürdiger ist als wir selbst. Und das ist natürlich in diesem Fall Gott, der nicht nur die Wahrheit ist, der Wahre ist, der Ursprung aller Wahrheit, der gute Absichten mit uns und dem ganzen Universum hat. Und weil er gute Absicht hat, ist er auch vertrauenswürdig und es gibt eine wunderschöne Beziehung zwischen dem Vertrauen und Wahrheit, weil Wahrheit und Vertrauen können nur existieren, weil sie beide miteinander verbunden sind. Welche Menschen lassen wir bewusst nahe an unser Herz? Diejenigen, denen wir vertrauen. Und warum vertrauen wir diesen Menschen? Weil sie die Wahrheit sagen, uns nicht anlügen, uns nicht verarschen, weil wir die guten Absichten dieser Person kennen gegenüber uns. Das schafft Vertrauen und da sieht man diese wunderschöne Beziehung zwischen Wahrheit, Vertrauen und Beziehung. Und unsere Seele, ich glaube, dass unsere Seele geschaffen ist für Wahrheit. Leider suchen viele die Wahrheit an den falschen Orten. Und wenn unsere Seele sich zur Wahrheit hinbewegt, dann wird sie gesünder. Wenn sie jedoch von der Wahrheit wegkommt, wird sie krank. Und die Kraft der Wahrheit ist es wirklich, dass es einen Ursprung gibt, Gott, der immer vertrauenswürdig ist. Hast du gewusst, dass das Wort Teufel, Satan, Diabolos von einem Wort Verleugnung kommt oder Verurteiler und es beschreibt eigentlich eine Situation, einen Prozess, Leute falsch darzustellen, damit sie verurteilt werden. Es ist wie ein Stein genommen wird und mit voller Wut auf eine Person geschossen wird, damit sie verurteilt ist. Das ist die Strategie des Feindes und das hat er auch im Garten Eden gemacht mit Adam und Eva, als er sie getäuscht hat, indem er gesagt hat, klar hat Gott euch gesagt, ihr sollt nicht von dieser Frucht essen, weil wenn ihr das tut, werdet ihr sein wie Gott, Gutes und Böses erkennend. Und hier nimmt er die Person Gott und stellt seine Absichten in Frage. Gott ist nicht gut, er ist böse. Und auf der anderen Seite nimmt er die Person Eva und bringt sie dazu zu glauben, dass sie nicht im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, sondern etwas tun muss, damit sie danach so ist. Und wenn wir ständig Menschen verurteilen oder Menschen in ein schlechtes Licht stellen, werden wir Teil dieser bösen Kraft, anstatt ein Partner des Lichts.
Wir haben am Anfang darüber gelacht, was die Menschen vor 500 Jahren geglaubt haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Menschen in 500 Jahren über uns lachen werden? Ich hoffe, dass sie darüber lachen werden, wie wichtig Arbeit und Geld für uns ist. Ich bete, dass sie darüber lachen werden, wie wir in der Corona-Krise miteinander umgegangen sind. Ich bete, dass sie über unsere Ängste und Sorgen lachen werden. Aber das Coole ist, auch sie werden falsch sein. Einfach ein bisschen weniger falsch als wir heute. Und wir werden übrigens die ersten 200 Jahre im Himmel mit den Orthodoxen und Katholiken damit verbringen, zu lachen 200 Jahre, weil wir Dinge über Gott geglaubt haben, die uns dann auch offenbart werden, die nicht wahr waren. Da bin ich davon überzeugt. Und vielleicht werden wir nie verstehen, wie das Universum entstanden ist, wozu die schwarzen Löcher genau sind, von wo der Coronavirus genau herkam, von wem John F. Kennedy genau umgebracht wurde. Aber ist es nicht so einfach, Wahrheiten nachzujagen, über die du keine Kontrolle hast, anstatt dich zu fragen, welche Wahrheiten du persönlich in deinem Leben ausleben möchtest? Und Menschen stellen mich nicht viel, ab und zu mal ein bisschen unter Druck, weil sie sehen, mir ist eine Bühne anvertraut worden hier und dort und auch Wahrheiten. Und viele Menschen sind darauf angewiesen, dass ich Wahrheit predige und Wahrheit erzähle. Und klar gebe ich mein Bestes. Ich habe die beste Absicht, dass das, was ich erzähle, sicherzustellen, dass das Wahrheit ist. Und dennoch weiß ich genau, dass ich falsch gelegen bin. In vielen verschiedenen Dingen, die ich heute glaube, weiß ich, dass ich mein Denken verändern musste. Weil zum Teil hatte ich nicht alle Informationen, ich wurde vielleicht falsch informiert, habe Dinge nicht gut genug gelesen, habe eine falsche Quelle gehabt. Und in all dem ist es wichtig zu erkennen, dass Jesus uns aufzeigen möchte, dass der Ursprung der Wahrheit wichtiger ist als die Wahrheit selbst. Und hier liegt der Schlüssel in dieser Predigt. Sogar der Teufel, als er Jesus in der Wüste versucht hat, hat er das Wort Gottes zitiert oder mit anderen Worten das Wahrheit gesprochen. Aber Wahrheit mit der falschen Absicht ist immer noch eine Lüge. Auch wenn du alle Fakten hast und böse Absichten, wirst du die Fakten so manipulieren, um die Menschen zu täuschen. Darum möchte ich lieber einen Freund haben, der immer echt ist, als einer, der immer Recht hat. Einen Freund, der immer wahr ist, als einer, der immer Recht hat. Weil wenn man gute Absichten hat, kann man falsche Dinge sagen und man bewegt sich immer noch zur Wahrheit hin, weil man rein ist. Wenn man Wahrheit sagt, richtige Dinge, mit einer falschen Absicht, bewegt man sich von der Wahrheit weg, weil man unrein ist. Und auch die Wissenschaft oder die Wissenschaftler sind auch immer wieder falsch, obschon sie alle die gleichen Fakten haben. Weil auch hier sehen wir, dass diese Fakten immer mit einer bestimmten Absicht interpretiert werden. Das sehen wir auch in dieser Krise. Es gibt Leute, unglaublich intelligente Leute auf beiden Seiten mit denselben Fakten, die andere Entschlüsse haben. Darum nimmt uns Jesus auf eine Reise, die aufzeigt, dass es nicht darum geht, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern was der Ursprung ist von dem, was wir glauben. Zieht es uns zur Wahrheit hin oder von der Wahrheit weg? Denn wenn wir die richtige Absicht haben und das Gute tun, leben wir immer in der Wahrheit. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen.
Ein anderer Spruch, den wir alle auch kennen, ist: Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das glaube ich nicht. Die Wahrheit ist bereits im Licht. Jesus Christus ist dieses Licht. Er ist Wahrheit. Er hat von sich selbst gesagt, er ist das Leben, die Wahrheit und das Licht. Er ist derjenige, der die Wahrheit erlebbar macht. Er ist derjenige, der die Wahrheit persönlich macht. Und ich danke dir, Vater, dass du Jesus selbst gebetet hast im Johannes Kapitel 16 oder offenbart hast, dass der Geist der Wahrheit kommen wird und uns in die ganze Wahrheit hineinleitet. Und dass dieser Geist der Wahrheit nichts anderes tut, als uns näher zu dieser Person Jesus Christus zu bringen. Und ich danke dir, Vater, dass das Letzte, was wir hören werden von dir, ist: Wir können nicht mit der Wahrheit umgehen. Und dass die letzte Frage, die wir dir stellen werden, ist: Was ist Wahrheit? Weil du, Gott, gnädig über uns bist und wir dich einfach erneut bitten, dass du dieser wunderbare Geist der Offenbarung und Weisheit über uns ausgießen wirst. Ich danke dir, Vater. Bist du gut? Bist du gut? Halleluja. Amen. Alles auf dich gefahren. Deine Liebe ist Gold in meiner Hand. Sie ist schöner als alles, was ich je fand. Deine Liebe ist Gold in meiner Hand. Sie ist schöner als alles, was ich je fand. Und ich bin kein Bettler mehr. Ich hab den Schatz gefunden. Du bist so viel mehr. Du bist das Gold in meiner Hand. Oh mein Jesus, du hast mein Herz bewegt. Und das macht reicher als alles auf dieser Welt. Oh mein Jesus, oh mein Jesus, du hast mein Herz bewegt. Und das macht reicher als alles auf dieser Welt. Und ich bin kein Bettler mehr. Ich hab den Schatz gefunden. Du bist so viel mehr. Ich bin mit dir verbunden. Bin kein Bettler mehr. Ich hab den Schatz gefunden. Du bist so viel mehr.
was mein Herz bewegt. Und das macht reicher als alles auf dieser Welt. Nimm du Darumi, hier singt das Herz, wo die Stimme möchte sein. Rolle der rote Teppich von dir aus. Hier singt das Herz, wo dich verrät. Singt das Herz, wo die Stimme möchte sein. Rolle der rote Teppich von dir aus. Hier singt das Herz, wo dich verehrt. König, König, sind euch so König. König, König, halt euch so König, weil dort, wo du bist, dort ist Liebe daheim. Und dort, wo du wohnst, dort gibt's Frieden im Überfluss. Und dort, wo du bist, dort ist Liebe daheim. Und dort, wo du wohnst, dort gibt's Frieden im Überfluss. Nimm doch den Rumi. Nimm doch den Rumi. Hier singt das Herz, wo die Stimme möchte sein. Rolle der rote Teppich von dir aus. Hier singt das Herz, wo dich verehrt. König, König, halt euch so König, halt euch so König, König, halt euch so König, weil dort, wo du bist, dort ist Liebe daheim. Und dort, wo du wohnst, dort gibt's Frieden im Überfluss. Dort gibt's Frieden. Und dort, wo du bist, dort ist Liebe daheim. Und dort, wo du wohnst, dort gibt's Frieden im Überfluss. Hey, ich hab Freude. Hey, ich hab Freude an dir. Mein Herz fährt an was singen, wenn ich dich höre.
har fröjd av dig. Mitt hjärta fått av oss sängar, vän i din köra. Hej, jag har fröjd av dig. Mitt hjärta fått av oss spränga, vän i dig säg. Hej, jag har fröjd, noise. Hej, jag har fröjd av dig. Mitt hjärta fått av oss sängar, vän i din köra. Hej, jag har fröjd av dig. Mitt hjärta fått av oss sängar, vän i dig säg. Dött vad du bist. Dort, wo du bist, dort ist Liebe daheim. Und dort, wo du wohnst, dort gibt's Frieden im Überfluss. Im Himmel so wie hier. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Im Himmel so wie hier. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Im Himmel so wie hier. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr. Wir beugen uns vor dir. Dir gehört all ihr, dir gehört all ihr.
Freude. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu singen, wenn ich dich höre. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu springen, wenn ich dich sehe. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu singen, wenn ich dich höre. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu springen, wenn ich dich sehe. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu singen, wenn ich dich höre. Hey, ich habe Freude an dir. Mein Herz fängt an zu springen. Herr, ich habe so Freude, wenn ich sehe, im Alltag, wenn ich plötzlich deine Stimme höre. Oder wenn ich plötzlich merke, dass du deine Finger im Spiel hast dort. Und ich danke dir für die Momente, wo ich das darf sehen oder wo ich darf hören, was du sagst, wenn ich in deiner Bibel lese, wenn ich lese in deinem Wort. Wenn ich sehe, was du da hast, das erfüllt mich mit Glück und hey, ich habe so Freude, ich habe so Freude. Komm du in mein Herz. Komm du in mein Herz. Ich rolle den Teppich vor dir aus. Und gleichzeitig darf ich wissen, dass du genau das Gleiche über uns singst. Dass du genau gleich sagst, hey, ich habe Freude, wenn ich dich sehe. Ich habe Freude, wenn ich dich höre singen. Ich habe Freude, wenn ich dich sehe. Wenn ich sehe, wie du es machst, danke dir, dass du auch so über uns denkst und dass du genau das über uns singst. Dein Name soll höher erhoben sein. Dein Name soll höher erhoben sein. Herr, wir wollen deinen Namen besingen. Gemeinsam mit der Himmelsherr wollen wir dich verehren, Herr, und herrlich wie kein anderer bist du. Und gemeinsam mit der Himmelsherr wollen wir dich verehren, Herr, und herrlich wie kein anderer
Gott allmächtig, in allem souverän. Und gerechter König, und gesalbter Retter, in allem souverän. Heilig, 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 Gott allmächtig, in allem souverän. Und gerechter König, und gesalbter Retter, in allem souverän. Und wir singen Halleluja, oh Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, oh Halleluja, du regierst, in allem souverän. Und gemeinsam mit der Himmelsherr, und wollen wir dich verehren, Herr. Oh, herrlich wie kein anderer bist du. Und gemeinsam mit der Himmelsherr, wollen wir dich verehren, Herr. Oh, herrlich wie kein anderer bist du. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst.